Wenn man gradieren und das sind die umgewandelt Ultraschallriff von der Wimperefledermaus. An die Riff benutzen sie eigentlich für engerseits sich zu orientieren an einer Landschaft, aber andererseits natürlich auch für zu jagen. Ich will zum Beispiel eine Chance, dass sie nicht am Heerbereich von Münch will. Mit 110 Dezibel ist das ungefähr so viel wie Pressluft tun man neben diesem Mund. Die Wimperefledermaus halten einen echten Wanderschlaf. An dem Frühjahr erwachen sie dann. Weiberchen treffen sich dann zusammen an ihren Kolonien, wo sie zusammen die Jungen auf die Welt bringen. Dann, wie gesagt, fliehen sie oben raus über ungestammten Fluchrouten. Wimperefledermaus sind eigentlich gebunden und eine ganz traditionelle Landwirtschaft. Leider haben wir heute oft eine Agrarlandschaft, die ausgeraumt ist. Und da haben wir oft an der Feststelle nach den Plätzen, wo eine Biomasse ummecken da ist. Die erste Gefahr ist natürlich ganz klar Zerstörung von den Kolonien, natürlich von den Gebäuden, wo Weiberchen jung kriegen. Wir haben natürlich auch die Ausraumung von der Kulturlandschaft. Wer sie selber kann machen, ist natürlich einerseits an rund um sein Haus naturnah an artreiche Gärten, zum Beispiel ohne Pestiziden. Aber auch durch den Konsum von Bioprodukten kann ich natürlich auch eine Landwirtschaft, eine Landschaft erhalten, wo eben Insekten produziert, für das die Wimperefledermaus saat geht. Auf der anderen Seite, an im Haus keine Luchten nur zu lassen, für das eben nicht bleibt und auch die Fledermaus enthalten bleibt.